Tja, Freunde, in Friedenszeiten wird halt öfters mal geangelt. Wie auch hier zurück bei Dragon Ball Z Kakarot in der Buu-Saga. Ja, wir sind endlich, wenn man so will, in der letzten Saga vom Hauptspiel angelangt. Klar stehen eigentlich noch die DLCs aus, ich bin sowieso gespannt, wann die in naher Zukunft komplettiert werden. Wir haben bisher eigentlich erst einen Super Saiyan God DLC, ich sage jetzt nicht Arc, weil Story ist es eigentlich gar nicht, aber soll wirklich noch Story-Elemente kommen. Zusätzlich und so und ja, bin sowieso generell gespannt mit der Dragon Ball Saga. Ich meine, ob es vielleicht auch bald schon wieder Neuigkeiten für ein Xenoverse-Nachfolger gibt, das Xenoverse 3. Weil generell Content wäre jetzt auch anhand des Animes von Super Dragon Ball Heroes eigentlich genügend da und so. Aber wir gucken erstmal. Erstmal ganz normal hier Sidequesten. Wir müssen ja 3 blaue Fische fangen. Ist er nicht blau? Ah doch. Ja, kann man das blau interpretieren. Da dort ist blau. Nö, offenbar nicht. Verdammte Kacke. Das bringt mir nichts, wenn ich der Fisch es nicht brauche. Aber ich muss offenbar hier angeln. Ist auch kein blauer. Ich komme ein bisschen vor wie bei Fire Emblem Free Houses. Nee, ich muss schon hier, weil es wird sogar in der Sidequest wird's hier so beschrieben. Gut, sind da 2 Fische drin, das hatten wir vorhin auch schon, dass plötzlich noch einer drin war, nachher wieder 3. Aber auch einfach Geduld. Und das ist eine Tugend, wie wir alle wissen. Das ist doch mal ein blauer. Jetzt kommt der Flugdrache und nimmt ihn mit. Wenn das kein blauer Fisch ist, war es dann weiter. Aber war bloß einer, oder? Das war bloß einer! Leck mir doch am Arsch, das war bloß ein Kackfisch. Gut, ich meine, wenn wir einen haben, kriegen wir die anderen auch. Zumindest rein theoretisch. Der ist nicht blau genug. Das ist ein großer Fisch, der war ja auch groß. Ich kann direkt so gut sagen, es ist irgendwie Purple Fisch oder so, kein Plan. Ist auch wieder kein blauer. Immer weiter so, ja, ja. 3 Fische drin. Ich sehe auch nicht irgendwie, ob das jetzt ein blauer Fisch ist und ob man den irgendwie besser anlocken könnte. Nee. Aber keinen großen Einfluss darauf. Ist auch kein blauer. Oh je, das kann eine Weile dauern. Ich frage sogar schon fast, ob er es irgendwie offscreen machen soll. Man weiß nicht, ob es irgendwie fix gescriptet ist, wann die blauen Fische kommen, ob es irgendwie zufallsbedingt ist, weil Zufall war jetzt ein bisschen kacke. Ist auch kein blauer. Ich hasse mein Leben. So ein Scheiß. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Ja, komm. Put. Da ist mein Schweif. Komm, beiß zu. Also, nicht zu fest, bitte.
Ich brauche ihn noch. Ich will nicht, dass er ausleiert. Wow. Von blau zu violett zu braun. Krieg die Krise. Hey. Leben mit den Ködern kann ich nur beeinflussen, ob die mehr ja, Dinger droppen, also mehr Objekte, und ob die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass sie überhaupt fangen, dass sie auftauchen. Da kann ich die Rasse irgendwie bestimmen. Bitte sag mir einfach nicht, dass es der einzige blaue Fisch war und ich jetzt quasi nochmal resetten muss, das Areal. Also ja, damals mit den goldenen Hirschen und so ja auch schon. Was hat die goldenen Hirsche, was das anderes? Weiß nicht mehr. Irgendwas in der Art war's. Den versuche ich jetzt noch, wenn das kein blauer Fisch ist, dann cutte ich nachher. Jo. Tja, Freunde, ich hangel mal ein bisschen weiter, wir sehen uns gleich wieder, hoffentlich zumindest. Mach mal ein bisschen weiter, bis ich 3 blaue Fische habe, wa? Hoffentlich bis gleich. Ist wohl zufallsbedingt, Freunde, weil jetzt ging es doch relativ flott. Quasi 1,5 Minuten später, plötzlich hatte ich 2 weitere blaue Fische. Tja. Ihr seht ihr, er kann fliegen. Das konnte man ihm noch nicht. Das musste man ihm beibringen. Genauso wie Videl. Ich muss echt mal einen Manga genauer lesen. Ist halt schon sehr lange her. Aber konnte damals schon fliegen? Kann natürlich sein. Hohes Level, so ein Goten. Nicht schlecht, Herr Specht. So ein Goten-Attacke. Der ist auch süß. Aber doch eine Menge aus, ey. Und Spamming! Sehen gar nicht mehr. Nein! Super, ist nichts mehr. Kaboom! Kann eigentlich nur so ein Gohans-Attacke oder kann auch was anderes? So ein Goten-Attacke oder kann auch was anderes? Ah! Nö. Nicht schon wieder. Weg das Son Gohan! So. Alter, die Erfahrungspunkte.
し。 Tja, nicht nur optisch oder auch sonst gewisse ähneln kann mit Son Goku, das stimmt schon. Hier zumindest noch. Ach, Dragon Ball Z war damals noch so schön. Bevor Dragon Ball Super so viel ruiniert hat. Gut, GT eigentlich auch. Hey Mama, wir sind wieder da. Voll verraten. Du bist ein großer Bruder und so einen guten hört auf dich. Ich weiß nicht so recht, ich glaube, vor dir hat er mehr Respekt. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Der Kleine ist auf seinem Vater viel zu ähnlich. Egal was er sagt, er hat seinen eigenen Kopf. Naja. Deshalb musst du ein großer Gelehrter werden, um mit einem guten Beispiel voranzugehen. Ich bin gerade ein klein wenig eifersüchtig auf so einen Guten. Was, der Fisch ist fertig? Wo du auch durchs Angucken? Ja, das ist ja die Frage. Willst du wirklich ein großer Gelehrter werden, Son Goten? Oder willst du lieber diejenigen, die dir wichtig sind, beschützen? Ich frag nur mal so. Wow, was ist das gerade? Legs of Doom? Wow! Entschuldigung, aber gerade im Wald abgerodet. Bin Davidel. Hey! Ernsthaft? Ungebetener Trainingspartner, das hat was für sich. So ein Gorens kannst du eigentlich auch den Anzug ausziehen und so. Dass mein Vater ein Champion ist, oder? Er ist eher ein Champignon, aber sicher kein Champion. Wird er bestimmt ausflippen. Piep, piep, Widerling entdeckt. Das war sowas von klar. Widerling eliminieren. Wieso Widerling? Wieso gar nicht volle Maschine? Das ist also böse. Es ist so böse, dass es schlecht schläft. Eliminieren, eliminieren. Etwas früher. Wieso früher? Was? Ich schwöre, wenn dieser Widerling sich auch nur in ihrer Nähe aufhält, reiße ich ein Stück. Welcher Widerling? Oh, Pilaf, die geht's auch noch. War Augenweide, oder? Die Super Pilaf-Maschine. Ihren Klauen kannst du die härtesten Felsen durchschlagen und ihr Stahlchassis hält auch den brutalsten Angriffen stand. Sogar gegen Freezer wird sie bestehen. Ausspüren kann, sie kocht den Befehl, wenn ihr Teile kennt, steht sie nach Hause zurück. Sie kocht, putzt, mäht den Rasen, ist bereit für den Kampf. Sie kann einfach alles. Also Rasen mähen mit den Klauen, naja, dann Prost Rasen, den kannst du nachher wegwerfen. Putzen, ja, viel Spaß mit den Löchern in der Wand. Kochen, ja, vielleicht um irgendwie Zwiebeln zu schälen oder Kartoffeln, dafür wird es doch reichen. Aber Topf halten wird schon ein bisschen schwieriger.
Kann man dann sehen, was verkaufen? Also wir wissen. Ich habe einfach 10 davon. Du bist der stärkste unserer Maschinen. Diesmal hatten wir echt Glück. Selbstzerstörungsfunktion. Nein! Bitte! Eliminieren, eliminieren. Das reicht. Natürlich verletzt zwar alles für die Katz. Außerdem kannst du nicht mehr am Weltturnier teilnehmen. Zieht er fast, muss eliminieren. Was Level ist es? 60! Du willst jetzt viel rumprotzen? Du bist doch wahnsinnig, Songuan! Und weg! Okay, muss erstmal. Ich habe einen Helm an, also sieht sowieso nichts. So, Freundchen! Und hasta la vista, Baby! Was? Haben wir unterbrochen? Wie kann er es wagen, den großen Saiyaman zu unterbrechen? Alter, nur, der ist ja lame. Wow. Piep, piep. Widdeling. Muss eliminieren. Hä? Was ist denn los? Bearbeitung nicht möglich. Selbstzerstörung minus Rückkehr eliminieren. Rückkehr Pilaf. Hä? So, zum Selbstzerstörungsmechanismus. Das Ding ist weg. Hoffentlich habe ich das Richtige getan. Ja, zerstören wir eine Option. Warum zerstörst du es nicht einfach? Gohan, das bringt nichts. Ja, dann war bis zum Turnier, dann erfährst du es ja. Nichts, gar nichts. Ganz ehrlich, Videl, dein Vater ist sogar. Also was heißt sogar? Nee. Dein Vater mag ja aktuell Weltmeister sein, der mag ja für einen Menschen wirklich stark sein, das mag ja alles sein, aber das. Du bist schon stärker als er, bereits. So. Oh. Können sich Maschinen überhaupt verlaufen? BB, bzz. Widerlegen, eliminieren. Sehen die nicht, dass er ein bisschen. Ich sage jetzt mal so, dass er ist im Prinzip so, als würdest du beim Auto sehen, aha, aus dem Motor qualmt Rauch. Ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen, wenn es überall so ein bisschen blitzt und so. Ich meine, wäre ein zweifacher Super Saiyan, okay, will das verstehen, aber so. Eliminieren, Nieren, kein Ziel, Verarbeitung, nicht möglich. Selbstzerstörung, Pilaf, Rückkehr, leite Selbstzerstörung ein. König Pilaf, die Maschine siehst. Widerling entdeckt. Was eine kluge Maschine. Selbstzerstörung, leite Selbstzerstörung ein. Nein! Tschüss. Let's Play beendet. Game over. Wir sind überlebt, krass. Gut, die sind im Prinzip wie Unkraut. Das überlebt auch immer. Wieder daher.
La, 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 la. Ja, so dazu. よし、いい色艶のお肉だ。 Videl kurze Haare aktualisiert. Na dann. Kurz gucken, kriegt sicher ein paar neue D-Medaillen. Sehr gut. Ja, mit weiter trainieren wird es noch nichts, weil ich bin noch nicht Level 60. Aber egal, das heißt, wir haben sowieso keine Sidequests mehr. Ich kann direkt hier hin. Magische Bohnen holen muss ich auch nicht. Weil wir noch genug haben. Zu Dende gehen, wieder mal besuchen, weil es sind ja 7 Jahre vergangen. Theoretisch, ja, wir sehen ihn sicher noch zu einem anderen Zeitpunkt. Das sparen wir das mal noch auf. Und dann, ja, würde ich mal sagen, geht's weiter mit der Story, wa? Ja, und von dem her geht es eigentlich richtig in die kämpferische Phase, weil die Bußsage war ja eigentlich wirklich hauptsächlich eine Kampfphase. Jo. Ein paar rote Kugeln mitnehmen wir schon mal dabei sind. Dankeschön. よし、そろそろだ。 66.000, jo, das ist doch schön. Das ist eine schöne Zahl. Steht da Trunks? Nee. あれ、なんであんなところに突っ立っているんだろう。どうしたんですか？あ、僕ですよ。ご飯です。ごはんさんなんですか？どうしてまたそんな格好を？いろいろありまして、とりあえず正義の味方だと思ってください。まあ正義の味方さんですか。ところでランチさんはここで何を？ああ、そうでした。今困っていることがあって、それでブルマさんに相談しようと思ってここへ来たんですが、ちょうど出かけているみたいで、戻ってくるのを待とうかどうしようかと考え。そうなんですね。だったら僕が相談に乗りましょうか。 So viel zur Hauptstory. それは助かります。でもいいんですか？ええ、構いませんよ。僕もブルマさんに用があったんですけど、不在みたいですし。さあ、この正義の味方グレートサイヤマンが何でも解決してみせますよ。まあ頼もしい。ちょうど正義の味方さんに頼みたいことがあったんです。え？実は私、修行の旅に出られた天津飯さんから畑のお世話を頼まれてたんですが、その畑から化け物が出てきて、畑の近くの村を襲い始めちゃったんです。そりゃ大変だ。僕はその化け物を倒せばいいんですね。 Könnt ihr eigentlich auch den schon erledigen. はい、お願いします。村の場所はここです。わかりました。すぐに向かいます。そうですね。私はここで。それじゃ行ってきます。天津飯さん、ランチさんに畑を頼んで修行の旅に出たって言ってたけど、二人は知り合いだったんだな。 Und schon steht sie nicht mehr da. Die. Hä? Das ist jetzt auf der Karte markiert. Zum Kuckuckshaus. Hä? Okay, gehen wir da hin. Es ist die Hauptquest, es ist nicht die Sidequest oder so. Tja. Nee, warte mal. Was wollte ich eigentlich sagen? Genau. Bis zur Unendlichkeit noch viel weiter. War gerade so ein typischer Moment dafür. Ja, gut. Weil dieser Tension dann endlich drauf wie Son Goku. Quasi nur noch trainieren, nicht mehr nach Hause kommen und so. Und dann irgendwie ein Jahr später. Schatz, ich bin zurück vom Training. そういえばランチさんってくしゃみでちょっと怖い人に変身しちゃうんだっけ。置いてきちゃったけど大丈夫かな。 Ja komm, du hast sie von der Capsule Corporation in einer Großstadt zurückgelassen. Nicht irgendwie in der Wildnis, wie Piccolo dich damals. Also, er hat es ein bisschen übertrieben, sich so sehr Sorgen zu machen.
Wo es natürlich nett ist und so, gar kein Thema. Er ist ein freundlicher Junge von nebenan. So, was sind's wohl? Sind's Pflanzenmänner? Sind's Roboter oder Freezer? Freezer-Armee. 化け物めどこだ Pflanzenmänner. やつは確か土に植えた種から出てくる化け物だ Eine Kampfkraft von 1200. So wie Raditz, also kein Problem. よくも村を襲ってくれたなバケゲ悪は絶対許せない正義の味方グレートサイヤマン参上 Sieht einfach nur so bekloppt aus. Ja, stimmt, theoretisch können es auch Cell Juniors sein. Also mein rein theoretisch vom aktuellen Standpunkt. 正義の力を受けてみろ Obwohl sie eigentlich schon so aussehen wegen, wir wollen gar nichts mehr Böses tun und so. Weil Vegeta sie ja eigentlich gezähmt hätte. Aber egal. Wo ich zugeben muss, ich warte noch auf eine besondere Form des Pflanzenmannes. Also ich weiß, es gibt hier bei Dragon Ball Kakarot gibt es noch so eine Art Spezialpflanzenmann. Der nicht nur so heiß und auch so aussieht. ここはお前らのいていい Aber aus Spoilergründen will ich jetzt nicht so viel verraten. Muss mal gucken. Vielleicht wird den auch irgendwie schon verpasst, weil eine andere Quest hätte machen müssen. Nur es halt anders mal nach. よくも村を天津飯さんの畑を荒らしたな Okay, war knapp. おりゃ行くぞおりゃ Bioblaster. Steht Bio drauf, ist Bio drin. Oder was? Scheiße, scheiße! よしありがとうございます。なんとお礼を言っていいか。はっはっは当然のことをしたまでですよバケモンはどこだランチさん化け物なら僕が全部やっつけちゃいましたけど何遅かったか。俺も奴らをぶちのめしてやろうと思ったのによ。そんな危ないですよ昔ヤムチャさんだってあいつにやられたことがあったんですからへっくしゅ。しょうがね。とりあえず迷惑かけちまったみてえだな。僕は大丈夫ですけど襲われた村には被害が出てると思いますええ、あの化け物が村の食料庫や店を壊してしまって。そういえばあの化け物を倒した時野菜を手に入れたんですがそいつは天津飯の畑で採れた野菜だな。ちょっと待っててくれ。アクション。 Gesundheit! あら、ここはどこかしら。ランチさんまあ、美味しそうなお野菜ですわね。よろしかったらそのお野菜で皆さんにお食事を作らせていただきたいんですけど、いかがでしょうか。そりゃ助かるよ。私たちは壊された建物を直さなきゃいけないしね。それでは天津飯さんの畑からもっとお野菜を取ってきますね。ご飯さんも手伝ってもらえますか。ええもちろんです。あと僕はご飯ではなくグレートサイヤマンです。あら、そうでしたわね。いやー、あんたの料理とってもうまかったよ。野菜もとても新鮮だったしね。お店に出してもいいくらいですよランチさん。本当に美味しいです。そこまで喜んでいただけるなんて。天津飯さんの美味しいお野菜で作ったお料理をみんなに食べてもらうお店。はいいいと思います。
もう一人の私と相談してみようかしら。それはまた今度で。僕そろそろ行きますね。いろいろとありがとうございました、グレートサイヤマンさん。Da wird's echt そろそろ zurück. ブルマさんも戻ってきてるかな。カプセルコーポレーションに行ってみよう。 Also zwar rechts an Gohan, aber wobei ich sagen muss, ein Geheimnis bleibt immer noch zu klären. Ich meine, wie kommt es, dass Lunch, wenn sie niest, ihre Persönlichkeit und ihre Haarfarbe ändert? Warum? Das wurde, glaube ich, nie wirklich explizit erklärt. Würde mich persönlich halt schon mal interessieren, wieso das so ist bei ihr. Super Saiyajin Stufe 2. Ja, also natürlich die Werte um 35%, also wesentlich stärker. Und der Witz ist, wenn du in Super Saiyajin Stufe 3 bist, bist du genauso stark, wenn du Super Saiyajin 2, also ein zweifach Super Saiyajin Stufe 1. Das mal krass, wa? So, mein das Ding kriegt er sowieso durch, genau. Ah, krass, kriege ich jetzt alle so, okay. Das Kamehameha. Super Drachenflug, Stufe 2, sehr gut. Stufe 73 erreichen, Da weiß ich auch, muss er beide so machen. Und erst dann kann ich das Super Kamehameha lernen. Also aber auch noch 5 Level bei ihm, bevor es dann eigentlich mit dem Training weitergeht. Und ich würde sagen, Freunde, ist ein perfekter Zeitpunkt, mal die Folge zu beenden. Bulma das Weltturnier. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt offscreen noch ganz kurz, mal noch dahin fliege. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zurück bei Dragon Ball Z Kakarot und dann vielleicht doch wieder, ja, storymäßig voranschreiten und dann beginnt, wie bereits erwähnt, eigentlich die Majin Buu Saga mit der großen Kampfphase. Oh Mann, oh Mann. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.